Das wird jetzt das schnellste Bier, das jemals geöffnet wurde. 3, 2, 1, go! Und der Sommer wird so schön wie Es ist der Tag gekommen. Schweiz gegen Deutschland. Wir sind im Stadion zusammen mit Frau Frege. Hallo zusammen. Hallo, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Wir waren gerade im Fernsehgarten, hatten einen Auftritt. Es war absolut crazy. Guckt auf Insta vorbei, wenn ihr das sehen müsst. Aber heute, Stadion, Schweiz gegen Deutschland. Ich glaube, auf dieses Spiel hat jeder Schweizer seit 2 Monaten hingefiebert. Wir haben den Song über Füllkrug gemacht. Das heißt, ich bin auch für Deutschland. Also ich würde sagen, ich bin privat für die Schweiz und beruflich für Deutschland. Der ist natürlich für Deutschland hier. Was sagst du? 7-1. 7-1. Ich sag 5-0 Schweiz. Alles klar. Wir sehen uns im Stadion. Weil so viele Leute gefragt haben, jo, wie hast du das mit Jose Mourinho gedreht? Das war Tops. In diesem Sinne Tops, wirklich Kuss, Kuss, Kuss. Sehr, sehr geil, bedeutet mir viel. Hier Schweiz-Trikot. Das war top. Was ist das für ein Knopf? Das ist ein Ventilator. Geil, und der hier? Drück den mal. Meine Prediction 5-0 Deutschland. Okay, du? 3-1 Deutschland. Wieso? Weil dann kommt Schweiz weiter und Deutschland ist als Erster weiter. Dann ist alles fix, alles fein. Aber ist es jetzt scheiße, als Erster weiterzukommen? Ist es jetzt Tatsache? Es ist tatsächlich scheiße, am heutigen Tag ein Schweizer zu sein. Die Deutschen, die überschätzen sich. Die denken alle 5-0, 4-0, aber die Schweizer sind nicht schlecht. Welcher Deutscher sagt 5-0? Du. Ach, fuck. Julie hat sich ein Deutschland-Trikot gekauft und ein Schweiz-Trikot und hat es zusammennähen lassen mit der Schweiz-Fahne und ich finde, es geht ultra hart. Ich würde sagen, das kann Würdest du sagen, ist gut? Ich würde sagen, ich würde das kommerziell machen, wenn das geht. Aber ich glaube, ich darf das nicht. Wir müssen jetzt die Gesichtstattoos drauf machen, aber wir haben kein Wasser und deshalb... Deshalb sagen wir Cheers. Oh mein Gott! Okay, so halt. Ich habe mich jetzt eingebürgert, oder? Und jetzt heißt es Song for Piano Man. Sing us a song tonight. Ich verstehe nichts. Niki sitzt an anderen Plätzen als wir. Ich sehe Adi das nächste Mal, wenn Schweiz so geisteskrank auf die Hose bekommen hat. Ich wusste, dass es kommt. Und das ist nicht so. Ich sag jetzt 3-0 Schweiz. Ich sag jetzt, Adi liegt falsch. Und jetzt muss ich auch noch Frege Paul verabschieden. Leute, ich sage euch eine Sache. Ob du alleine sitzt Ja, und genau da hast du recht. oder ob du zu zweit sitzt, es ist egal. Denn es ist EM! Spaß haben! Ja! Hey, guck bei Bier! Wir werden König von Europa! Da sind richtig viele Deutsche und da sind richtig viele Schweizer. Es sind so viele Schweizer hier. Die Schweiz wird wahrscheinlich gewinnen. Das Spiel läuft. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Schweiz hoch verliert. Aber es kann auch sein, dass es ein gutes Spiel wird. Ich hoffe wirklich. Stimmung ist ultra geil, Stadion ist geil, Spiel ist noch so okay. Aber ich glaube, die Schweiz, die hat heute eine Chance. Schweiz schießt das 1-0! Nix. Da ist Füllkrug, die absolute Volllegende. Mal gucken. Ja! Was war das? Wieso schießt Einmal den VAR bitte. Für was? Sag mir für was. Wo hat er den gehalten? Jo, Jan Sommer hat den Ball gehalten, der wäre ja er. Er hat ihn so gehalten. So. Es war 2-0 für die Schweiz, abseits. Digga, aber wie gut war das gespielt? Oh Gott. Ich weiß, ob mich das freut. Ja! Ich weiß es nicht. Nein, ja! Ja! Füllkrug schießt das 1-1. Ich hatte gerade den Blackout. Digga. Was? Es steht 1-1. Ja. Chill mal ein bisschen. Ey, Füllkrug, ich lieb dich, aber Füllkrug, ich hasse dich auch. Es ist nicht so schlimm, dass die Schweiz Zweite der Gruppe sind. Aber ich weiß nicht, was ich darüber nachdenken soll, dass Füllkrug gegen die Schweiz das 1-1 schießt.
Aber ich glaube, es muss irgendein Zeichen sein. Wir halten das bis zur 90. Minute und dann schießt Und dann ein Tor. Niklas Füllkrug! Also eine Person hat definitiv gewonnen. Adi Totoro mit Bier. Wir werden König von Europa. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Als Schweizer war es ein sehr, sehr spannendes Spiel. Als Deutscher wahrscheinlich nicht so spannend. Ich fand's gut. Schade, dass Deutschland noch ausgeglichen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns im sogenannten Finale.